Ich sag's dir, Flo, ich war jetzt schon so bereit für den Sommer, oder? Der Frühling hat ja schon angeklopft sozusagen und wir hätten gerne die Tür aufgemacht. Jetzt kommt der Wintereinbruch, aber da machen wir nicht mit. Gegenoffensive. Aber totale. Aber haben uns einmal die Sonnenliegen ausgepackt und holen uns jetzt normalerweise sind sie an den Traumstränden dieser Welt unterwegs, die besten Beachvolleyballer, die wir jetzt einfach auf die heimischen Berge exportieren. Dort auf 2000 Meter im Februar ein Whirlpool aufbauen, Palmen hinaufbringen und dort, einige ziehen den Oberkörper blank. Snowvolleyball spielen. Eine Tour, die dieses Wochenende wieder startet in 5 verschiedenen Schauen wir mal ganz genau hinten, aber. Sand, Hitze, knappe Badehosen und Bikinis, begeisterte Fans und jede Menge Strandfeeling. Das ist Beachvolleyball. Die sozusagen unterkühlte Variante dazu ist Snowvolleyball. Mit der Snowvolleyball-Tour findet heuer schon zum 4. Mal eine ganz besondere Eventserie statt. Rund 50 internationale Volleyball-Profis kämpfen um den Titel des King of Snow. Die Wettkampfserie geht bis Mitte April und wird in den 5 Ländern Deutschland, Italien, Tschechien, der Schweiz und im österreichischen Bahrain ausgetragen. Jeder Tourstop startet mit einer Amateurrunde, in der 2 Teams um eine Wildcard kämpfen. Die besten 8 Teams kommen weiter und müssen am nächsten Tag in der Hauptrunde gegen die Volleyball-Asse antreten. Snowvolleyball hat als Spaß-Event begonnen und ist nun seit 2011 eine in Österreich anerkannte Sportart, die sich immer mehr durchsetzt. So sind auch Beachvolleyball-Größen wie Florian Schnetzer mit dabei. Heiß anzusehen ist es in jedem Fall, wenn die knackigen Beachbodies im Schnee ihr Bestes geben. Ja, so schaut das Ganze doch schon viel besser aus. Voller Einsatz da, bravo. Da gibt es großen Applaus. Da gibt es riesigen Applaus. Und dann bitte, wenn wir schon den besten Beachvolleyball Salzburgs da haben, den Flo, also diesen Flo. Hallo, sorry. Flo Schnetzer, schön, dass du da bist. Hallo, du. Grundsätzlich, wir haben da bis jetzt reingeschaut, wo ist denn der große Unterschied für euch jetzt technisch auch, wenn ihr am Schnee spielt im Vergleich zum Sand? Ich denke, die größten Unterschiede sind sicher die Umstände vom Bodenverhältnis her, weil am Sand ist einfach ganz was anderes wie am Schnee. Es ist brutal rutschig. Je nachdem, wir haben letztes Jahr in Bahrain mal einen halben Meter Neuschnee gehabt, das sind einfach schon ganz andere Situationen. Auch die Höhe, ganz ein großer Unterschied. Das heißt, man schnauft schon ganz schön nach nur kurzen Spielzeiten. Sind einige Sachen, was der Unterschied ist. Ich spiele ja auch bei Schneesturm, da wird nicht abgebrochen und ihr spielt es mit Fußballschuhen, oder? Um den Kick zu verbessern. Genau, ja. Also gerade wenn es ein bisschen eisiger wird oder matschig, sind Fußballschuhe sehr gut, dass wir noch ein bisschen einen Grip bewahren und dann nicht nur herumrutschen. Genau, ja. Oben ohne, auch bei Wind und Wetter? Wenn viele Mädels im Publikum sind, gerne. Sonst gibt es schon die Turniershirts natürlich, die was wir da auch tragen sollen, die was auch ganz cool sind und die tragen wir dann auch. Ja. Das hat als Jux-Bewerb mehr oder weniger begonnen. Jetzt geht es schon um tausende Euro Preisgeld. Wie trainiert man drauf? Wir machen es eigentlich aus der Beachvolleyball-Vorbereitung heraus. Das heißt, wir schauen Richtung die Beachvolleyball-Saison, die was dann Ende April starten wird. Mein Partner, der Michi Mora, kommt aus Tirol. Das heißt, ein paar Tage vorher werden wir nur nach Tirol fahren in die Berge und am Gletscher. Und dort genau dann auf Schnee, auf dem Untergrund ein paar Einheiten machen. Ja. Und bei der Tour, was sind so deine Highlights? Wo geht's da überall hin? Es sind jetzt schon 5 Nationen, wo das stattfindet. Ich denke, die coolsten Stops sind trotzdem noch Bahrain, wo der Ursprung von dem Ganzen war, und St. Anton dann das Abschlussturnier. Da werden wir am Start sein und da werden wir schauen, dass wir eine gute Show zeigen. Ja. Ihr holt euch den Sommer ja jetzt auch in euren Trainingsplan. Ich glaube, in Kürze geht es wieder auf Teneriffa. Wie bereitet ihr euch dann für die tatsächliche World Tour, für die internationale Beachvolleyball Tour vor? Genau, also wir haben jetzt eine sehr intensive Trainingsvorbereitung hinter uns, wo wir in Klagenfurt trainiert haben mit Huber Seidel, der Nummer 2 von Österreich. Und jetzt geht es schon langsam wieder nach draußen mit Teneriffa, Griechenland, Frankreich, wo wir schauen, dass wir mit top internationalen Teams trainieren, dass wir uns einfach Schritt für Schritt an das Level da anfügen und dann international auch durchstarten können. Von der Party her muss ich jetzt aber auch noch mal fragen, steht da im Winter eigentlich dem Sommer nichts nach, oder? Jacuzzis habt ihr, feiert ihr da? Wer halt alles und da ist? Wir wollen die Wahrheit wissen. Ja, nicht Wahrheit. Als die Wahrheit. Ich glaube, es gibt schon noch Spieler, die das auch machen, aber es ist schon so professionell geworden. Das heißt, wir versuchen für die Zuschauer, für die Leute, die dort sind, eine coole Show zu bieten, und die sollen Party machen. Wir sollten uns dann schon auf das fokussieren, für das wir dort sind und guten Sport zu zeigen. Professionelle Einstellung.